So Freunde, wir haben alle Gegenstände zusammen, also ist dieser Zeitpunkt gekommen, zu Trixie zu gehen. Marty, willst du dich bitte kurz umdrehen? Dankeschön. Schneller rennen, kann auch nie schaden. Und wo ist die Trixie-Maus? Hier bist du ja, Süße. Hi, Trixie. Oh, hey Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmet trennen. Ach ja, richtig. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Ich arbeite dran. Jetzt bring mir die Pelze. Dann sind wir im Geschäft. Och Mensch, na ja gut. Wenn du es unbedingt so haben willst, eben eine extra Einladung, bitteschön. Hey, Trixie. Sind diese Pelze gut genug? Naja, sind etwas schäbig, aber sie genügen. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Alles außer deinem Freund. Emmet Brown, rote Haare, etwa so groß. Er wird mit Edna Strickland zusammen sein. Aber nicht mehr lange. Klasse. Gut, wenn das geklärt. Was überzeugt einer davon, dass Emmet schlampig ist? Okay, wir sollen uns jetzt davon überzeugen, dass Emmet eine Schlampe ist. Stellt uns natürlich die Frage, wie wir das machen. Er hat so die Ölkanne. Den Zerstörer haben wir gerade nicht mehr dabei. Ist Emmet Stärken. So langsam geht's voran. Sweet Modellkitissen. Achso, das Ansehen. Oh, das stimmt, habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ja, die Frage natürlich, ups. Die Frage ist natürlich, wie können wir Emmets Ansehen schmälern? Was hat Emmet über die Lebensdauer seines Reinigers gesagt? Ja, ich weiß, aber dazu müsste der DeLorean erst einmal ein bisschen in die Zukunft fahren. Das tut doch noch gar nichts. Oder ist das Lämpchen mittlerweile grün? Hey, das Lämpchen ist grün. Das bedeutet, Doc kann den DeLorean wieder rausfahren. Cool, Mann. Der Zerstäuber ist da, sehr gut. Beziehungsweise noch der Reiniger. Noch. Marty. Ah, Marty! Martin McFly, was soll der Scheiß? So. Doc. Ich bin gespannt, weil vorhin konnte ich nicht hinten herumlaufen. Also genau, jetzt geht's wieder. Hey, Doc. Ich meine, Mr. Sagan. Entschuldigen Sie mich kurz, Miss Strickland. Für den Moment habe ich Sie neutralisiert. Wie geht es bei dir mit dem Plan voran? Eigentlich sehr, sehr gut. Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist jetzt grün. Wundervoll. Wenn die Systeme laufen, kann ich einen weiteren Testlauf starten. Ich habe kurz etwas zu... Oh, das werde ich. Alles klar, der Top macht einen Testlauf mit unserem Reiniger im Gepäck. Jetzt war's erfolgreich. Und wann sind Sie gelandet? Vor 9 Stunden und 37 Minuten. Autsch. Offen gesagt wird es langsam etwas schwierig, mir nicht selbst über den Weg zu laufen. Der Zeitsprung lieferte einige interessante neue Daten über den Fluxbereich. Ich führe weitere Tests durch. Mal sehen, was wir finden. Alles klar. Und der Zerstäuber ist er mittlerweile. Docs Reise hat die Formel altern lassen, aber nicht genug, um Säure daraus zu machen. Verdammt! Okay, wie sieht's mit dem... Moment mal schnell. Ich lege noch mal kurz rein. Gut versteckt, natürlich sehr gut versteckt. Sieht überhaupt keiner. Nein, noch kein grünes Licht. Ach Mensch, wie lange dauert denn das jetzt noch? Das kann hier wohl nicht wahr sein. Doc, Edna, ja, ganz toll. Was mache ich jetzt? Das wird wohl noch eine Weile dauern, bis der fertig ist. Aber es muss in 12 Stunden Atemfahrt zerfällt. Ja, das weiß ich doch auch. Wenn der nun sagt, Bill Brown ist bereit für einen erneuten Test, ist der doch gar nicht. Okay, die Anzeige ist dann nach rot, aber was soll's. Bürger Brown! Doc? Edna? Ich will nicht mit Edna quatschen. Wer will schon mit der alten Edna quatschen? So, schon besser. Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Ja? Ich will einen Testlauf. Was? Okay. Ihr Chronometer ist wieder grün. Ausgezeichnet.
Hoffen wir, dass mein Testlauf diesmal erfolgreich ist. Ich muss Sie leider wieder verlassen. Nun ja, Sie haben mir viel zu denken gegeben. Hoffentlich genug, damit die sich endlich ändert. Und er schaut nicht mal, ob die Anzeige grün oder rot ist. Hatten Sie dieses Mal Glück? Kommt darauf an, was du mit Glück meinst. Die Zeit meiner Ankunft war wieder verschoben. Um wie viel? 8 Stunden dieses Mal. Ich hatte Zeit, mir 3-mal Frankenstein anzusehen. Guter Film. Aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz plausibel. Aber ich kann verstehen, wie fasziniert mein jüngeres Ich gewesen wäre. Aber was ist mit dem DeLorean? Oh ja, ich habe etwas Entscheidendes entdeckt. Die Chromelemente der Zeitleitung werden während des Zeitsprungs instabil. Ich sollte sie durch Titan ersetzen. Toll. Nun, leider kann man Titan erst in 9 Jahren käuflich erwerben, nachdem der Kroll-Prozess perfektioniert wurde. In 9 Jahren? Aber es könnte eine andere Lösung geben. Ich werde den chronometrischen Analysator erneut anwerfen. Dann kannst du, während ich Edna ablenke... Ho, ho, ho. Wo ist Edna hin? Zum Labor. Du machst dich besser auf den Weg dorthin, bevor sie alles verkompliziert. Ich kümmere mich um den DeLorean. Zur Perfektion gereift. Und Trap. Alles klar, Freunde, jetzt hätten wir auch den Zerstäuber für Emmets Anzug. Und somit könnten wir sein Emmet, Layout ich ein bin bisschen zurück. ändern. Verdammt! Das wird schwierig. Meine Güte! Ich hatte gedacht, dass du gekommen bist, um dafür zu sorgen, dass sich Emmet auf seine Erfindung konzentriert. Oh, das ist sie. Aber sie hat gütigerweise alle 45 Minuten eine Kuschelpause anberaumt, damit mein Geist frisch bleibt. Die Zeit ist rum, Liebling. Zurück an die Arbeit. Sollen wir? Nun, Mr. Corleone, was kann ich für Sie tun? Sie recht wenig, aber... Moment mal, ich muss sie weglocken, wa? Carl Sagan ist drüben in der Highschool. Er meint, er muss sie sprechen. Tatsächlich? Weswegen? Also über seine Erfindung reden. Ja klar, er wird über seine Flucht vor Kitellen reden. Haben wir doch vorhin schon gequatscht. Ein Hinweis auf den Brandstifter. Er hat Hinweise auf den Brandstifter der Bar. Hat er das? Ich glaube zwar nicht, dass sich noch irgendjemand für diese alte Story interessiert, aber ich denke, ich kann für die Aufklärung eines Verbrechens ein paar Minuten opfern. Kannst du es ein paar Minuten ohne mich aushalten, Liebling? Das wird schwer. Aber ich werde es irgendwie schaffen. Es ist wichtig, dass er sich konzentriert. Er lässt sich so leicht ablenken. Das will keiner. Nein, allerdings nicht. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben die Sprühflasche, die ist soweit in Ordnung, war. Jetzt können wir seinen Anzug zersetzen. Sollen wir? Ich wäre noch ein bisschen zu früh, wa? Ja. Da ist er. Ich habe schon überall nach der Antiklebe- und Antifleckenformel gesucht. Wo hast du ihn gefunden? Draußen im Müll. Merkwürdig. Ich war seit Stunden nicht draußen. Na gut. Willst du dein Jackett nicht säubern? Sieht ziemlich dreckig aus. Erst wenn es richtig dreckig ist. Dieser Reiniger wächst nicht auf den Bäumen. Einige Inhaltsstoffe schon, aber der Rest besteht aus einer synthetischen Polycarbon-Reinigungsmischung. Das schaffe ich. Aber ich warte bis zur Expo, bevor ich Edna vorführe, was für ein anzugzerstörender Chaoto bist. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass diese Gedankenmaschine Emmet als einen degenerierten Kriminellen ausweist und alles ist bereit. Alles klar, Martin. Wir haben jetzt noch ein kleines anderes Problem. Der Zerstäuber ist weg. Verdammt. Krieg ich den jetzt wieder? So wie es aus... naja. So wie es aussieht gar nicht, wa? Toll, was machst du jetzt hier mit der Gedankenkarte? Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Okay, wie du meinst. Hat irgendwo den Helm noch? Dann hat er auf Gedankenhelm. Wenn es eingeschaltet ist, liest der Helm wirklich deine Gedanken? Eigentlich nicht. Es ist kaum mehr als eine Wheatstone-Brücke, die galvanische Hautreaktionen auf diverse sensorische Reize misst. Wie diese Bilder, die du mir gezeigt hast? Exakt.
Theoretisch reagieren gute Bürger positiv auf positive Eindrücke und bösartige Bürger positiv auf negative Eindrücke und so weiter und so weiter. Und das funktioniert echt? Bis jetzt. Naja, du musst ja wissen, wa? Was macht diese Schreibmaschine nochmal? Während des Affinitätstests empfängt sie Daten vom Gehirnvermessungshelm und wandelt sie in Lochkarten um. So wie die von Mr. Tennant dort drüben. Klingt kompliziert. Eigentlich war es sehr leicht, alles zusammenzubauen, nachdem Edna mich auf die Idee gebracht hatte. Klingt für mich, als würdest du an härteren Problemen arbeiten. Was? Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten. Ja, ja, immer musste arbeiten, du. Aquarium? Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Ja, es könnte jetzt noch was werden. Wie kriege ich ihn jetzt dazu, irgendwie eine neue Karte anzufertigen? Da ist zwar einer drauf, aber... Ich bin ein bisschen ratlos. Ein Bild von Edna. Da Emmet scharf auf sie ist, soll sie wahrscheinlich eine positive Reaktion auslösen. Ja, wir wollen ja eigentlich ein Negativ, oder? Das Problem ist nur, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, einen Eintopf und so. Vorsicht! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen. Gelb, grün, was will er damit? Eintopf, Platten. Wo ist jetzt der Gedankenleser? Hallo? Da, Schalter, dankeschön. So, und jetzt eine neue Karte angefertigt. Laut Emmet druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ja, Marty, das weiß ich bereits. Also diese kleinen Karten kommen in die Maschine rein und die sagt dir dann, ob jemand gut oder böse ist? So ungefähr. Der Helm erledigt die ganze Arbeit. Der mentale Affinitätsmesser ist nur ein verbesserter Spielautomat. Und wozu das dann alles? Edna sagt, dass Menschen Blitzlichter und schnelle Urteile mögen. Ich kann da nicht widersprechen. Immer wenn ich Edna küsse, sehe ich Blitze und verliere mein Urteilsvermögen. Du machst Witze. Ich wünsche, es wäre fast so. Woher weiß ich jetzt, welche Reaktion ich bei ihr auslösen muss? Er hat zwar hier da 3 Blinkerlichter, woher weiß ich, welche für was Das ist? Ding liest also Emmets Gedankenkarten. Auch hier die Farbe. Das Ding liest also... Ja, Marty, wiederholst dich. Laut Emmet druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ach du Scheiße, ja, das kann ja was werden. Okay, das Foto von Edna hat also irgendwie... Moment mal, das Aquarium... Nee. Weil ich das berühre... Also das Foto... Darf ich bitten nochmal? Hallo? Knopf, wer sind da die? Dias? Von mir aus. Dieser Knopf funktioniert nur, wenn der Gedankentest läuft. Was du nicht sagst, Marty, was du nicht sagst. Dann schalt doch einfach ein, Mensch. Okay. Als neutral, wa? Also ich schätze einfach mal so, es ist so ähnlich wie bei einer Ampel. Das heißt, rot ist negativ, grün ist positiv und gelb ist neutral. Wenn ich jetzt hier also... Eintopf habe ich ja vorhin gemacht, also war es positiv, weil er den Geruch mag davon. Was passiert beim Aquarium? Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Offenbar irgendwie gar nichts. Natürlich ein bisschen suboptimal. Was habe ich denn sonst noch? Generator, vielleicht bringt das ja was. Au! Okay, es wird negativ geschaltet. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich wer's mal die Dias, wa? Bringt das was?
Wird auf neutral geschaltet. Was soll das sein? John Wilkes Booth! Ist das irgendwie gut oder böse? Halt, den kenne ich doch. Das ist John Wilkes Booth, der Kerl, der Lincoln erschossen hat. Der dürfte eine negative Figur sein. Also muss ich ihn positiv umwandeln. Eintopf. Oh, das riecht gut. Und das sieht gut aus. Ja, ich hoffe mal, so funktioniert die ganze Chose hier. Marty! Haben wir auch mit dem Quatsch. Hast du meinen Reiniger gesehen? Ohne ihn kann ich nicht zur Expo. Da oben ist der Reiniger, Mensch. Mal die auswechseln. Ist das nicht Officer Parker? Wieso wechselt der jetzt automatisch selber? Naja. Was? Foto von Officer Parker? Okay, das ist eigentlich ein guter Bulle. Oder? Danny Parker. Er ist ein Cop. Ich schätze mal, er soll bei Musterbürgern eine positive Reaktion auslösen. Also wieder etwas Negatives. Generator. Au! Wie jetzt? Wieso ist es neutral? Ich will negativ, Mann! Au! Voll auf den Arsch. Ja, und der Doc beschwert sich nie, dass wir ihm gerade den Hintern flambieren. Naja. Soll mir recht sein. Wer kommt jetzt? Und Emmett ist wieder neutral. Also positiv. Wer ist das? Foto eines Tenants. Oh! Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist offensichtlich ein Tennen, also wohl eine negative Figur. Er ist bereits auf positiv, das heißt, er kann ihn so lassen. Wir das bitte mal umschalten. Marty! Na gut, von mir aus erst ein Eintopf. Vermutlich dauert es, bis es wieder kocht. Ach Menschenskind, Marty, ey. Was soll denn das sein? Foto eines unschuldig aussehenden Kindes. Sie mehr als ein Mädchen, das Hey, Krebs das Bild hat. kenne ich doch aus Ednas Wohnung in 1986. Es ist ein Kind und ein Verwandter Ednas, also ist es wohl eine positive Figur. Okay. Wird also Zeit, das Ganze negativ zu gestalten. Blitzschlag! Au! Und so schnell wird man neutral. Au! Ja, oh, Hast du die hat meinen noch... Reiniger gesehen? Ohne ihn kann ich nicht zur Expo. Ja, ist schon gut. Klick. Das ist einmal langsam fertig. Was ist denn das, Trixie? Ja, das gefällt dir wieder, wa? Du alter Schwerenöter. Trixie. Edna schätzt sie nicht gerade, also ist sie bestimmt eine negative Figur. Oder in unserem Falle ja eine positive Figur, Marty. Eine positive. Ist bereits auf grün, sehr gut. Mal zum nächsten. Oh, das war's schon. Check. Hey Emmett, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Gedankentest nicht. Ach, der Schalter hat ständig Kurzschlüsse. Ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Das erledige ich auf der Expo. Dann erstelle ich wohl keine Gedankenkarten mehr. Ich schätze, ich probier's aus und hoffe aufs Beste. Bingo, bingo. Ja, Leute, wir haben die Lochkarte. Ach, das erinnert mich an früher. 1980 und so. 1980 und so noch mit Lochkarten. Naja, wisst schon, eine Art von Computer betrieben hat. Kann man zwar mit heute nicht mehr vergleichen, aber der Sinn und Zweck war eigentlich dasselbe. Was? Bingo!
Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Jetzt muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine eigene Maschine wird ihm zum Verhängnis. Bingo, 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 bingo. So, wo ist der? Marty McFly! Ah, jetzt geht's. Marty McFliege! Na, nicht Bildwand. So, da. Emmets Gedankenkarte. Austauschen, wenn ich bitten darf. Okay, Emmet, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey, Was? Oh, ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Edna hätte mich umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmet auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. So, das war's auch schon. Wirklich? Yep, sobald ich den ganzen Kram auf den Laster geladen habe, bin ich bereit für die Expo. Lust mit anzupacken? Wie wär's, wenn ich Edna sage, dass du kommst? Ich bereite sie schon mal auf deine Frage vor. Gut mitgedacht, dann geh. Wir sehen uns dort. Hoffentlich funktioniert es. das bezweifle ich, denn unser Zersetzer ist nicht dabei. Verdammt. Marty! Doc, Was ist denn los, Alter? was soll denn der ganze Trubel? Es ist gleich Zeit für die Eröffnungszeremonie. Oh Mann, ich sollte lieber schnell machen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Wenn alles funktioniert, hält Edna sie bald für den schlimmsten Kerl der Stadt. Mir fehlen nur noch ein paar Teile. Na gut, mach dir nur nicht zu viel Arbeit. Was meinen Sie? Oh, Hm? Sie haben Edna überzeugt, Schluss zu machen? Nicht ganz. Ich habe alles noch einmal durchdacht und es ist, in der Zeitachse, aus der du kommst, Der richtigen Zeitachse. ja. Hab ich da eine Frau? Eine tolle Frau. Clara. Oh, und Kinder. Und ein Hund. Und einen abgefahrenen Zeitzug. Und... Edna? Wie endet die Geschichte für sie? Was wird aus ihr? Oh, naja, das mit Edna. Ach du Scheiße.